Gelb ist Mord. Die Frau stand, nur mit einem Slip bekleidet, vor dem Spiegel und schminkte sich. Ihre frisch gefärbten Haare hingen in nassen Strähnen bis auf die Schultern. Sie überlegte, ob sie tatsächlich das gelbfarbene Top zu ihrem schwarzen Hosenanzug anziehen sollte. Die neue Farbe ihrer Partei war gelb. Alles war gelb. Die Sweatshirts, die Krawatten, die Kugelschreiber, die Regenschirme, einfach alles. Sie fand das albern, aber sie sagte das nicht. Als Politikerin hatte sie gelernt, sich wegen unwichtiger Dinge nicht unbeliebt zu machen und die Dinge nüchtern zu sehen. Vor 2 Jahren war sie Ministerin geworden, zuständig für Familie und Bildung. Aber sie wollte noch mehr. Dazu musste sie zu Nummer 1 in ihrem Bezirk aufsteigen. Sie, die Frau, die sich zeitlebens immer hatte durchbeißen müssen, als Kind gegenüber ihren älteren Geschwistern und ihren Schulkameraden, die sie hänselten, weil sie dick und unansehnlich war und weil sie lispelte, kein scharfes S herausbrachte, immer nur ein Sch. Noch heute dröhnte es in ihren Ohren, wenn sie daran dachte, dass die ganze Klasse in Gelächter ausbrach und sie mit hochrotem Kopf in Weinkrämpfen erstickte. Um sich zu wehren, versuchte sie in allen Dingen perfekt zu sein. Kleidung, Schule, Sport, Musik, Beruf. Niemals schludderig oder oberflächlich. Gewandtes Auftreten, tadelloses Benehmen. In anderen Worten, stets tüchtig und fehlerlos. Das perfekte Kind, später die perfekte Politikerin. Immer wieder musste sie sich gegen Männer behaupten, die sich nicht scheuten, ihr Steine in den Weg zu legen, um ihren beruflichen Aufstieg zu bremsen. Doch sie hatte es geschafft, weil sie keine Fehler machte, sich keine Fehler leisten durfte. Auch bei ihrem derzeitigen Projekt hatte niemand sie bei einem Fehltritt überrascht. Die Another Day. So nannte sie ihre letzte Unternehmung, die noch nicht abgeschlossen war. Aber das war nur noch eine Frage der Zeit. Vorher hatte es bereits ähnliche Projekte mit Männern gegeben, die sie als Frau nicht für voll nahmen. Zum Beispiel License to Kill oder auch ihr vorletztes Projekt vor 2 Jahren, A View to a Kill. Mit einem Badetuch um die Lenden trat Jean-Pierre aus der Dusche und unterbrach ihre Gedanken. Er grinste sie an. »Du siehst bezaubernd aus.« Mit beiden Händen tastete er nach ihren Brüsten. Ohne sich umzudrehen oder ihre Beschäftigung zu unterbrechen, fuhr sie ihn an. »Lass das. Du weißt, dass ich das nicht ausstehen kann.« Murrend ließ er von ihr ab. »Madame haben schlechte Laune, aber gegen einen Mann im Bett ab und zu hast du offenbar nichts einzuwenden.« »Blödsinn, ich bin spät dran und du verschwindest am besten auch durch die Tiefgarage. Ich will, dass du weg bist, bevor die Putzfrau kommt.« Ohne ein weiteres Wort begannen beide sich anzukleiden. Als sie mit ihrer Laptoptasche in der einen und dem Wagenschlüssel in der anderen Hand aus ihrem Arbeitszimmer kam, drückte sie ihm, um Versöhnung besorgt, einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Nach dem Tod ihres Mannes vor 2 Jahren war Jean-Pierre in ihr Leben getreten. Eigentlich wollte sie ihn noch etwas behalten. »Tut mir leid, ich bin wirklich in Eile.« »Was ist denn so wichtig?« fragte er kühl. »Ministerrat. Mein Frauenhausprojekt ist heute dran. Du weißt, wie wichtig das für mich ist. Und vorher muss ich mich noch mit meinen Leuten absprechen. Zu allem Überfluss ist Armand nicht da. Ich soll sein Dossier vortragen, sein Gesetz über Immigration und Asylrecht. Komplizierte Sache.« »Warum macht er das nicht selbst?« »Er fühlt sich nicht wohl. Musst du kurzfristig zum Arzt.« »Wann sehen Sie uns wieder?« Er streichelte ihre Wange, doch sie drehte ihren Kopf demonstrativ zur Seite.
Also ich muss los. Ich rufe dich an. Okay, die Madame wünschen. Als sie die Tiefgarage betrat, dachte sie, dass sie Jean-Pierre irgendwann überhaben würde. Er war wie alle Männer, hatte nur das eine im Sinn. Das Schlimmste aber war, er war ihr nicht gewachsen. Sie stieg in ihren Volvo XC90, öffnete das Tor per Sender und fuhr langsam über die Zufahrtsrampe nach draußen. Als sie sich in den Verkehr einfädelte, dachte sie an ihren Parteifreund Armand, der sie bei den letzten Wahlen geschlagen hatte. Minister für äußere Angelegenheiten und Einwanderung war er daraufhin geworden. Sie lächelte. Vor 2 Wochen hatte sie für ihn italienisch gekocht. Für ihn, seine Frau und 2 Mitarbeiterinnen aus ihrem Ministerium. Gewissermaßen ein Versöhnungsessen, weil sie sich mit ihm in einer vorhergegangenen Ratssitzung heftig gestritten hatte. Als Antipasti gab es eingelegte Paprika, überbackene Tomaten, Spargel, gegrillte Auberginen, marinierte Sardellen. Danach servierte sie mit einem lächelnden Prego Kalbfleisch-Ragout mit Pilzen und Gnocchi dazu. Sie musste daran denken, dass es ein Kinderspiel gewesen war, ihm den Schleierling separat zu verabreichen. Um dies zu bewerkstelligen, hatte sie das Hauptgericht auf 5 Teller fertig angerichtet. Einen Teller mit dem Schleierling, die 4 anderen mit harmlosen Waldpilzen. Armands Frau wollte sie selbstverständlich nichts Böses antun und ihren Mitarbeiterinnen schon gar nicht. Cortinarius orellanus, gelbfuchsiger Schleierling, leicht mit anderen harmlosen Pilzen dieser Gattung zu verwechseln. Dieser Pilz war eine Bombe mit Verzögerungsmechanismus, ohne Spuren zu hinterlassen. Es war nahezu unmöglich, einen Zusammenhang zwischen dem Tod der Opfer und dem Verabreichen des Schleierlings herzustellen, da die ersten Vergiftungssymptome erst 5 bis 21 Tage nach dem Verzehr des Pilzes auftraten, je nachdem, welche Menge verspeist wurde. Der Tod trat meistens nach ungefähr 3 Wochen, selten auch nach mehreren Monaten ein. Sie hatte gelesen, dass dieser Pilz in Polen in den Jahren 1952 bis 1957 Massenvergiftungen verursachte. 132 Menschen starben einen qualvollen Tod. Sie war eine Kräuterexpertin. Hexe hieß das früher, dachte sie lächelnd. Ihre Mutter hatte ihr umfassendes Wissen um Wirkung und Anwendung von Kräutern an die Tochter weitergegeben. Sie hupte, weil irgendein Idiot ihr im Kreisverkehr die Vorfahrt schnitt. Typisch Mann, dachte sie. Als sie wenig später den Ministerrat betrat, bemerkte sie die Unruhe, die sich breit gemacht hatte. Was ist los? Wollte sie wissen. Der Gesundheitsminister wandte sich ihr zu. Armand ist schwer krank. Inzwischen liegt er auf der Intensivstation. Was fehlt ihm? Es heißt, alles habe mit Trockenheitsgefühl und Zungenbrennen begonnen. Dann soll unstillbarer Durst hinzugekommen sein, später Verstopfung und Hautausschlag. Im Moment wird er aufgrund einer akuten Nierenentzündung behandelt. Erschrocken führte sie die Hand zum Mund und setzte eine todernste Miene auf. Wenig später werden Nieren und Leber endgültig versagen, dachte sie. Die Sitzung verlief in einer bedrückten Stimmung. Erst als ihr Frauenhausprojekt an die Reihe kam, wurde die Diskussion lebhafter. Sie merkte schnell, dass die meisten Männer am Tisch ihr Projekt zu Fall bringen wollten. Als ihr auch der Premierminister in den Rücken fiel, verstand sie die Welt nicht mehr. Er hatte ihr doch seine Unterstützung zugesagt. Auf einmal sollte ihr Frauenhaus den Budgetkürzungen zum Opfer fallen. Vehement versuchte sie anhand von Beispielen die zumeist lang anhaltenden Leidenswege gemarterter, misshandelter Frauen und deren Kinder aufzuzeigen.
Aber sie merkte schnell, dass sie verloren hatte. Als sie schließlich still war, ging der Premier, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, zum nächsten Punkt der Tagesordnung über. Damit hast du dein Leben verwirkt, dachte sie gekränkt. In 3 Wochen gab sie ihre Gartenparty, zu der sie jedes Jahr seit ihrer Ernennung die ganze Regierungsmannschaft einlud. Sie dachte an Hirschkeule mit Waldpilzen. Einen Namen für ein neues Projekt, das in ihrem Kopf Gestalt annahm, hatte sie auch schon. Tomorrow Never Dies. Die neue Farbe ihrer Partei war gelb. Gelb wie der Schleierling. Die Farbe gefiel ihr immer besser.